Passiert da gerade? Wir sehen gerade etwas sehr Interessantes. Wie Sie wissen, haben wir da den komischen Kameramann dabei, der ja auch auf YouTube ist. Und es sammelt sich gerade eine Traube von jungen Leuten ein, die herausgefunden haben, dass er YouTuber ist. Oh, jetzt gibt es noch Selfies. Oh, jetzt. Du, und der Musiker hinten dran, Zuschauer mit. Ich sehe das, glaube ich, bei jedem. Ja, die ist jetzt gewesen, dass wir hier hingehen, um euch eine schöne Aussicht über Paris zu zeigen. Nur spielt das Wetter nicht wirklich mit und ja, Jungs, was machen wir jetzt? Ideen? Gehen wir dort rauf schauen, ob es dort mehr siehst. Oh mein Gott! Ist das eng? Shit! Oh, wow. Okay, jetzt habe ich nasse Schuhe. By the way, Assassin's Creed. You know what to do. Nicht Rollstuhlgängig. Scheisse, ich gehe umstellen. Nicht rollstuhlgängig. Du mich auch. Oh shit. Ist ja wirklich noch enger. Nächstle, du weißt schon mal. Ach du Kacke. Da ist jetzt der Zukunftsscreenie aus dem Schnitt. Irgendwie ist das Audiofile von dem Clip abhanden gekommen. Auf dem Rückweg zurück ins Hotelzimmer haben wir ein Poster gesehen, was irgendwie nach Achterbahn ausgesehen hat. Und jetzt in dieser Szene haben wir gerade versucht herauszufinden, was es ist. Und wir haben dann festgestellt, dass nur 15 Minuten von unserem Hotelzimmer weg ein Freizeitpark mitten in Paris gestanden ist. Und da gehen wir jetzt hin. Wir sind immer noch in Paris, auch wenn es nicht so aussieht. Wir sind jetzt in dieser Parkanlage, wo irgendwo der Park oder die Achterbahn sein muss. Und wir wissen noch nicht genau, was das ist. Die Ronny war gerade am Nachschauen. Kannst du uns kurz briefen, was gibt es dort? Was steht dort? 3 Counts. Wir sind jetzt im Park und dieser Park ist sehr speziell. Du zahlst 5 € Eintritt und nachher zahlst du für jede Attraktion nochmal Eintritt. Und wie es aussieht, ist der Park einfach wirklich komplett leer, weil der Park hat erst aufgemacht vor 5 Tagen. Also der Park ist super leer und einfach so mitten im leeren Park, mitten in der Stadt, steht einfach so eine Anlage. Schaut euch das mal an. Sind jetzt gerade den kleinen Gerstlauer gefahren, der 5 Tage alt ist, haben mit dem Ride-Up geredet, haben sogar ein On-Ride machen. Und apparently sind wir jetzt jemand von den allerersten, die jemals ein On-Ride gemacht haben auf dem Coaster. Ich sollte wieder meine Coaster-Talks wiederbeleben. Okay. Mal schauen, vielleicht. Und jetzt da kommt gerade der nächste Coaster, den wir jetzt fahren gehen. Hui! Es ist so, wir sind hier angekommen mit der Einstellung, wir können hier hinfahren, die Bändchen und gehen wieder heim. Wir haben uns finanziell verkalkuliert und alles andere auch. Also sagen wir es so, also er dort hinten, der ist so schön und es hat so keine Leute. Wir überlegen jetzt nur ein bisschen Geld oben drauf zu legen und der Ernst und ich haben eben noch einen Rekord aus Italien von vor 5 Jahren, 6 Jahren. Wo wir 52 Mal hintereinander auf einer Bahn gefahren sind. Mit zu trinken holen zwischendrin. Und wir überlegen jetzt, ob wir das wiederholen wollen. Es ist wie ein Free-to-Play-Spiel. Statt Diamanten müssen wir so blöde Tickets kaufen. Also es gibt eine Neuerung. Der Ernst und ich, wir werden den Rekord von Italien nicht brechen, weil damit wir alle 8 Fahrten könnten machen, müssten wir 90 € zahlen. Und das ist doch ein bisschen heftig bei 50 Fahrten. So gehen wir jetzt erstmal mit diesen Tickets. Kleben schön aneinander.
Und ich würde sagen, ihr seht uns jetzt alle drei auf dieser Bahn in 3, 2, 1. Nice. Leck mich fett, Mann. Die Achterbahn, die wir jetzt drin stehen, die eigentlich noch hure gut aussieht, ist nicht mehr in Betrieb und das in 5 Tagen. Also sie steht da, wir können sie quasi anlangen, aber wir können sie nicht counten. Ja. Glaube ich nicht. Aber Das tut weh. Gehen wir weiter, wir haben noch Attraktionen, die wir machen müssen. Und ich glaube, das ist der Eiffelturm. Ja. Let's go. Wow, wow. Eiffelturm. Jungs, ich habe es gesehen. Gehen wir heim. Okay. Heutigen Tag haben wir zusammengefasst. Wir haben einen Freizeitpark gefunden, den wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. hinter einer Bahn, die vor 5 Tagen aufgemacht hat. Ey, so geil. Und das alles nur wegen einem Plakat, das wir heute Morgen gesehen haben in der U-Bahn. Nice. Was steht morgen an? Ernst? Ja, wir transferieren ins Disneyland Paris. Oh mein Gott, Achterbahnen, wer hätte das denken? Wie unerwartet. Da.